Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu Harveys neuen Augen. Ich bin Dexus 19 und es ist ein bisschen ein komisches Spiel. Es fährt ein bisschen Lily durfte komisch nicht an. ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Oh, du darfst sie einfach nicht rein, okay. Der Brunnen war tief. Ja. Kein Spielplatz für ein braves Kind wie Lily. Ja, ich glaube, Lily ist nicht so brav, wie man denkt. What? Oh shit. Als Lily zurück an den Brunnen kam, Sie wirklich war reingefallen? Freeman verschwunden. Lily! Hilfe! Lily hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund. Aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Keine Ahnung. So. Jetzt tun wir da ein bisschen Wasser rein tun, um den Freeman zu retten. Jetzt ist nur noch... Wahrscheinlich können wir es nicht lange anschalten, weil die Mutter oben gerade raus schaut. Lily, Ja, ja. schalte das sofort ab! Also den Freeman können wir im Moment leider nicht retten. Jetzt gehen wir mal in den Keller runter, hä? Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lily musste nur die Hand ausstrecken. Okay. Pinsel im Inventar. Was? Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lily nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Die Idee war gut. Aber Also ich kann in dem Fall nicht rein, hä? die Idee war Ja, ja. eine Schaufel. Ach, da wär Genau sie. so eine konnte Lily jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie nie erreichen. Für das müssen wir eben das erste Ding so. Lily wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Okay, also leider kommen wir nicht rein. Wir haben aber einen Pinsel. Ein Pinsel. Das hatte zwar keinen Effekt. Ah, Moment, ich habe gerade etwas entdeckt. Wir haben ja jetzt... Moment. Ich brauche ein bisschen Honig. Was soll das? Oh shit. Lily, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh shit. Ah! Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lily doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Okay, Lily! Hilfe! ich kann eigentlich den Honig Lily hörte wählen. seltsame Geräusche vom Brunnengrund. Aber sie war ein genau wie... Wo war... Moment, können wir echt mit dem Rechen an die Schaufel her? Ich glaube es zwar nicht, hä? Die Idee war gut. Ja. Die Idee... Ah, leider nicht. Also, wir gehen mal zu der Edna noch. In Was der haben wir da? Kompo ein Paradies. Lily konnte... Ja, haben wir auch schon gesehen. Komm, Edna, was hast du zu sagen? Hey Lilly, Gib mir Tipps. was musst du denn jetzt? Und jetzt sag nicht du. Ich finde immer noch. Marmeladenersatz? Machst du dir etwa, ich würde dir... Leider habe ich... Aber wenn wir erst... Oder besser noch, ich... Ja, ja, jetzt kommt auch der Tipp mit den Dings halt. Der Tipp mit dem Honig. Ich brauche den Honig von diesen Bienen. Und ich muss das können anlassen, das. Lily! Schnauze! Ich bin einen guten Geistern verlassen. Schalte das sofort ab. Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Lily verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Komm, mach jetzt nochmal. Oh, shit. Hat es jetzt echt gleich genug Wasser gegeben? Ja, es hat genug Wasser gegeben. Oh, shit.
Lilly war stolz auf sich. Sie hatte einen Weg gefunden, an das Bienennest zu gelangen. Und den Bienen schien es auch noch gut zu gehen. Alle waren glücklich. Gut. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Was Sie für Schelte? brauchte einen besseren Plan. Ich kann noch den Sound ein bisschen abstellen. Hä? Wie machen wir das rasch? Wieso ist es jetzt auf 95 gegangen? Wieso ist das aufgegangen? Ich habe es abgestellt, ich schwöre. So. Okay. Du siehst gut aus, Freeman. Mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Oh wow, er sieht so lustig aus. Yep, jetzt haben wir einen Honigpinsel, das ist schon mal nicht schlecht. Hey Freeman, darf man echt einen Schlüssel haben? Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Ey, ich habe Wasser Das hast du reingelassen. wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Ah ja. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertrinkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Oh Das ja. mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Okay, Freeman. Willst du ein bisschen Honig ins Gesicht? Ach, bin ich dir noch nicht genug mit Honig beschmiert? Willst du Nein. noch mal nachbessern? Ja. Oh, wie ich dich hasse. Lilly war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Ihr seht, also die Lilly ist total durchgeknallt auch. Kann ich jetzt sagen? Ah Lilly nein. durfte nicht hoffen. Also, wir müssen jetzt die Termiten mal weglocken. Das machen wir mit dem Honigpinsel, würde ich mal sagen. Nur wohin locken wir die? Oh oh. Tatsächlich Ich reagierten habe auch die Termiten Fußabdrücke. sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Lilly hätte den Baum gerne halb so schlimm. Die Komposttonne. Komposttonne war der ideale Platz, um die... Lilly machte sich sofort ans Werk. Okay. Zap, 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 zap. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Oh, Die oh. Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Ja, gehen wir schauen, was ihr neues Zuhause ist. Ah, nun schön. endgültig Schau mal. gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und Yeah. als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Schön, hä? Herzig. Freeman hatte Lilly den Kabinett von ihm. Ja. Und das sind wahrscheinlich auch gar nicht seine Rippli. So. Wir haben den Kellerschlüssel vom lieben Freeman bekommen. Vielleicht sehen wir ihn noch einmal. Wahrscheinlich ist er einfach ins Kloster Oberin gegangen, hatte um sich zu waschen. strengstens verboten, im Keller zu spielen. Ich gehe nicht mehr Andererseits spielen. hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Genau, man muss Prioritäten setzen. He? Und Priorität Nummer 1 ist der Presslufthammer. Warum auch immer. Ich will ihn einfach. Dann schauen wir noch in den Ofen rein. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Oh wow. Das ist auch Eine Psycho. Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Super, dann nehmen wir sie doch mit.
Gehen wieder raus und gehen hinterher zu der Edna. Hey Eddie. Komm, ich helfe dir Schatz suchen. Yay! Du hast eine Schaufel gefunden. Ja. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass Geil. uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Aber, was Das ist ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Oh wow, ist eine Bombe. Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Flügerbombe, Eine ja. echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Was kommt? So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Rohe Gewalt. Presslufthammer. Super! Das Gerät sollte nun wirklich Ohne Scheiß. hinfahren, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ah. Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Aha, schade. Jetzt hätte ich wirklich gedacht, sie macht das auf. Ich denke nicht, dass es das mit der Schaufel geht. Ah doch. Drauftatschen. Yippie, du hast es geschafft. Und was ist das jetzt für ein Ding? Oh wow. Oh wow. Piraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und Ja, ich geil. habe auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Nicht wirklich, ne? Was hat's mir jetzt gegeben? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen Okay. der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Oh wow. Dieses Girl schon wieder. Motoroberin. Das ist die Oberin. Ich komme Was will schon. sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Alright. Wer ist Das das hat mir alles? wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Okay. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. So eine Außerdem fiese Frau. wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um 1 Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Okay. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Okay. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly. Es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ja, also, eben, Edna bricht aus. Es ist eigentlich die Edna, die aus einer psychischen Anstalt flüchtet. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Oh. Ich bin sehr Ah, enttäuscht von schönes dir, Lilly. Büro. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steht er doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Der sieht verdammt fett aus. Kind! Lumpi Lumpi. hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Das Gemälde. Was? Mit Löchern? Okay, Spionagedings. Hä? Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Ah ja. Was ist das? Quittungsspieß. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Ja. Da stand tatsächlich eine Dose mit Katzenfutter im Essenslift. Dieses Mal konnte Lilly wohl kaum etwas verkehrt machen.
Ich gehe sie jetzt einfach mal holen, wahrscheinlich werden wir gebissen. Ah nein. Oh, weg Inventar. Da, Futternapf. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Hä? Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Was? Und jetzt? Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Okay. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Okay, hoffen wir doch. Und wieso steht denn dort Katzenfutter, wenn er das nicht isst? Frau. Okay. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hier bleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Danke schon. Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Dich verstecken. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Ach, so ein armes Ding. Lilly wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. Oh, wow. Das ist ja... Ich bin langsam nicht mehr sicher, ob der Doktor wirklich wegen der Edna kommt. Sie ist auch so ein Psycho-Vibe. Hast du noch etwas zu sagen? Und? Kommst du voran? Also erzähl mal etwas über den Gerrit. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Okay. Was ist mit dir? Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Aha. Ja, erzähl ein Nicht so bisschen. laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Ist gut. Okay, ich glaube, da finden wir sonst nichts mehr. Wir haben die Murmel. Shai und Zuka. Da hinten geht es nicht, da geht es in unser Schlafzimmer und da geht es in die Haupthalle. Ja, reden wir doch noch schnell mit Lilly denen. hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Darum schlich Lilly jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. Zuka war das beliebteste Mädchen der Klosterschule. Lilly wäre über Leichen gegangen, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber da Zuka sowieso nicht hingeguckt hatte, hatte Lilly es in letzter Sekunde bleiben lassen. Oh, wow. Ui, hey, Lilly ist ein Psycho. Shibuya Power! Alles klar. Kaido Pananoka! Shiny Rainbow Miyu Yuzake! Shing! Shing! Alles klar. Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyorushi Glitzerschein! Miyorushi Glitzerschein! Shing! Shing! Sching. Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Oh, Bitches. Was starrst du denn so auf meine Frisur?
Sag bloß, du hast es auf meine Original Marushi Niyoki Haarnadel gesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Alles klar. Was ist das überhaupt? Besoki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzmann von Hiroyoshi Superfrog? Wieder mit den dunklen Mächten. Shibuya Power! Zauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyoroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes! Kamanokri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Ja, ist schon gut. Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht absiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Ich bin dran, ich bin dran. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusos Sprengzünden im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushu Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyoroshi Glitzerschein! Und mit dem Glitzerschein Japano paramilitärische Aktivitäten sage ich Tschüss miteinander. Das alles werden wir das nächste Mal umsetzen und anfangen mit der Schule zerstören und Glitzerschein streuen. Bis dann. Peace.